Herr Präsident, universal Sozialleistungen haben an einer Gesellschaft verschiedene Funktionen. Erstens sorgen sie dafür, dass jeder Finanzement von den Leistungen beteiligt ist. Sie wird durch Kotisationen, sie wird durch progressiv Steuern. Und auch jeder an den Genuss von so Leistungen kann kommen. Sie sind Fundament von einem sozialstaatlichen Gesellschaftsvertrag, zu dem auch der Generationenvertrag gehört. Zweitens haben Sozialleistungen eine umverdelende Wirkung vom geschaffenen gesellschaftlichen Reichtum. Sie verstärken damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und drittens schützen Sozialleistungen vor dem Armutsrisiko. Wohlverstanden, sie schützen vor Drohen. Sie bekämpfen nicht die Armut. Weil der Kampf gegen die Armut aus dem Bereich von der selektiven Sozialpolitik, die dürfen auch den Charakter von einer Armutspolitik hat. Sozialleistungen schützen vor dem Armutsrisiko. Sie haben also einen präventiven Charakter. Gerade diesen dritten Aspekt, als von den hier im Land über Sozialtransferleistungen schwätzt, und das ist besonders in Bezug auf Familienleistungen ein wichtiges Element. Am Sozialpanorama von der Salariatskummer geht klar für ohne Sozialtransferen en amont gibt ein Armutsrisiko zu Lützeburg nicht bei viel zu hohen 16% Laien, mehr bei 21%. Aber bei den 21% sind natürlich Pensionen nicht mit angerechnet, weil wenn in die Transferleistungen auch mitrechnen wird, weit über 40%. Eine Kürzung vom Kannergeld, und da der Hummer da heute zu dienen, oder von Prestationen, kann also just einen negativen Impact auf die Entwicklung vom Armutsrisiko haben. Dat an den letzten Jahren den Armutsrisiko von 11% oder below 16% geklommen ist, hat auch dazu dienen, dass die Leistungen vom universellen und präventiven Sozialstaat sukzessiv an den letzten Jahren zurückgeschraubt wurden, das ist auch gerade bei den Familienleistungen. Das Resultat? Gesimmer. Die Armut klimmt von Jahr zu Jahr. Weiter Kürzungen beim Kannergeld, also sie können in extremis bis zu paar tausend Euro Jahr gehen. Beispiele haben wir gesehen bei 3 bis 4 Kanner. Das Kürzungen akzelerieren den Prozess nach weiter. Das Gesetz setzt also die negativ sozialpolitische Entwicklung fort. An andere wie der DP-LSAP-Greng-Koalition, also in der Hinsicht komplett en ligne mit denen 2 CSV-LSAP-Viergängerregierungen. Weil schon seit 2008 sind Familienleistungen nicht mehr und die Inflation angepasst gehen, was dazu gefordert wird, dass sie all Jahr Wert verloren haben. Diese Indexierung von den Familienleistungen von der CSV-LSAP-Regierung hat zu einem Wertverlust von insgesamt 19% gefordert. 19% Wertverlust an 8 Jahren. Herr Präsident, das Gesetz ist und bleibt ein Element von der Austeritätspolitik von der Regierung. Die Großlinien von diesem Projekt sind also in dem Kontext hergestellt, nämlich am Kader vom Spurpark 2014. Genau wie die Aufschaffung von anderen Sozialleistungen wie die Allocation de Maternité und die Allocation d'Éducation, die ersatzlos gestracht sind. Es kann sich natürlich über die Bien fondé von den einzelnen Allokationen erhalten. Aber es muss ich festhalten, sie sind ersatzlos gestracht gehen. Wohlverstanden. Am Kader vom Spurpark, nicht am Kader von irgendeinem Familienpark oder irgendeinem Sozialpark, am Kader vom Spurpark. Der Budgetsequilibre wird über all andere Konsiderationen primiert. Und das weiß doch die Fiche finanziär vom Gesetz ganz gut. An erster Linie, als es um Abspurungen gegangen. D'ailleurs gouf er doch demals so argumentiert. Nettoersparnis vom Staat klimmt sukzessiv all Jahr. Bis 2026 soll es schon 70 Millionen Ersparnisse erreicht gehen, par rapport zu einem unveränderten Modell, par rapport zu einem Modell, das es nicht verändert hat. Die Mesure sind demals mit der schwieriger budgetärer Situation begründet gehen. Ja, mittlerweile gouf aber festgestellt, dass der Bemol Mesuren da sind. Allerdings fließen die dann nicht an Sozial- oder Familienpolitik, also an den Sozialstaat. Sie fließen an Steuererleichterungen für allmählich Einkommensgruppen, an Beneficer von Unternehmen.
Das also an plus eng Reduktion vu Steuerresetten, mat denen Steuerresetten och kinte Sozialtransferen finanziert gin. Das Gesetz als eng weiter Verschlechterung von der Enveloppe, von der globalen Enveloppe vom Kannergeld. Dat Argument, dat kegem Appppes géi wäch gehol gin as Wirklichkeit en allen Trick fir strukturelle Sozialaufbau zu legitimieren. Den elemullegen Gesundheitsminister Weselitschen davon zu sagen, weil eng Renteverschlechterung mat Zustimmung von den 4 große Parteien über 40 Jahre durchgesetzt huet. Hei hummeret mat enger Transitionsphase vu 25 Joer ze den Methodik as awer ähnlich ergeht in fine an dieselbe Richtung, nämlich Richtung Sozialaufbau. Dat Familie mi groß gëtt, wat doch de finanzielle Schuld mi groß gëtt. Und dabei wissen wir doch, dass gerade den Faktor Kanner den auch los schon den Armutsrisiko erheischt. Und noch hei besonders betraf sind längerzehend Älteren von mehr Kanner. Salariatskummer hat an einer ganzen Reihe Beispiele ungefährt, wie gesagt, die bis zu Tausenden Euro die Jahr können gehen. Herr Präsident, des Kürzungen vom Kannergeld ginn eis dann verkauf als sogenannten Modernisierung von der Familienpolitik. Enger nicht funktionierender natalistischer Politik, bei der providert Kant Mesure gut sollen angesagt gehen, an am Gegensatz quasi individuellen Urrecht vom Kant, ob das Geld bestohlen, wat eng Staffelung von den Mentoren, wie sie bislo bestanden hat, als ungerecht ausschließen. Als Linko mehr a priori kein Problem dommer, dat all Kant selwicht wert ass. Mir dürfen hummer awer e Problem mat der Stoßrichtung an mat der Heicht vum Montant vun denen Prestationen. An Modernisierung von der he geschwert gëtt, as Wirklichkeit ein Deckmäntelchen fir Spurpolitik. Se viel Männer mat familie politischer ideologischer Orientierung zu dienen, wie mat effektiver Spurpolitik bei den sozialen Transferen. Weil die dote Modernisierung gëtt eigentlich net wesentlich erklärt oder begrünnt. Et gëtt lapidar op verschiedene neue Realitäten hingewiesen. An ich froh mich, wat sind dann Elemente von neue Realitäten? Den Armutsrisiko as an den letzten Jahren Rückgang, dat ist eng Realität. D'Erbechtsverhältnisse gin immer méi prekär, mir unsicher, och wann immer méi Frauen schaffe gin. Dat ist eng Realität. Ein unbefristeten Erbesvertrag ist schon lange nicht regelt. Das ist auch die Realität. Die Lebenshaltungskosten zu Lützeburg gehen immer weiter rup, aber gehen nicht durch wursend Lehn kompensiert. Das ist auch eine Realität. Aber wie viele Leute, besonders Frauen, gehen gerne Vollzeit schaffen, wir können es nicht. Das ist auch eine Realität. Sie können es nicht unbedingt, wenn sie kann. Sie können es nicht, weil der Patron nicht zulässt. Das ist eine Realität. Und das betrifft auch Agrat. Botspersonal. Es schon de Moien och, Madame Kahn, heieren 100,7, wie se vun der langer 10 der Botsfrau geschwert huet. Ich geif mir wünschen, die Regierung geif Botspersonal kohärent unterstützen, an ihrer Lüt fir d'Unerkennung vun ihrer Qualifikation no 10 Joer Berufstätigkeit. Dommer da wird dem Botspersonal auch ganz viel geholfen. All des Realitäten scheizen dach nom Ausbau von einem sozialen Netz am Platz München am Maschen von dem sozialen Netz immer weiter auseinanderzuziehen, sodass immer mehr Leute durchfallen und dann ob eng liberal Armutspolitik genannt Sozialselektivität müssen zurückzugreifen. Das ist nämlich auch das, was Robert Urbe gemeint hat, wie er gesagt hat, Sozialselektivität wie Unwort des Jahres. Ich gesehen, dass auch haut CSV immer ob Sozialselektivität setzt a Platz op den Ausbau von den universalen Rechten. Herr Präsident, wann eng seriöse Reform von den Familienzulagen von den Idee wollte machen, dann hätte ihn dafür dicht gucken müssen, wie hecht Freien eigentlich sind die erkannt für eine Familie bedeutet. Und das haut an Hai zu Lützeburg. Wie evaluieren die Kosten, wann zusätzlich kann dabei kommen? Das ist nie klar festgestellt in Hai zu Lützeburg. Das Reform steht nicht Boden von den Tatsachen, wie basiert auf unbelöste Behauptungen. Der hat doch bis heute kein seriös Etude an Auftrag gehen, obwohl das schon lange gefroht ist. Für was? Der feiert zwar immer eine Etude aus dem Ausland und die belegen soll, dass der Coût moyen pro Kandidat raufgeht, was mehr kann am Staat leben. Mir ist das doch zu Lützeburg so.
Aber wie ein Impact huet zum Beispiel den Wohnungspreis, wenn man am 2., 3. Kant bemol eng méi gross Wohnung kauf oder gelohnt soll gehen. Ob all die Frohe gehen kein wirklich Antworten. Die Regierung argumentiert zum Deel, dat die Wohnungssituation, wat zu Lützeburg schon von den ganz großen Faktoren von Kächten ass, dat déi fir ältere mat Kanner zum Deel durch Subvention de Loyer opgefangen geif gin. Mir ha muss ich sagen, Subvention de Loyer, dat kreen echtens just Lokatieren, an zweitens just den Deel von den Lokatieren, die méi wie 33% von ihrem Revenu für den Loyer bezuelen. An Staffelung von der Subvention de Loyer dreht der Kannerzuel aber eigentlich net viel Rechnung. Ein Einzelstot kriegt 124 €, a für all weiter Kant bei der Subvention de Loyer kommen da 25 € dabei. 25 €, das ist ein Zuschuss bei der Subvention de Loyer für all weiter Kant am Stot. Interessant, also aber beim Gesetz von der Subvention de Loyer geht es Seuil de faible Revenu definiert, nach dem Leihe muss wir können Subventionen zu kreieren. Diese Seuil klimmt aber pro zusätzlich Kant 531 €. Haha, hier gibt es also eine Berechnung von den Kosten vom Kant, die bis zu 531 € kann gehen. Und ich frage mich, wo könnt ihr Montant hier? Interessant ist auch die Wechselwirkung zu gucken mit anderen Mesuren, die das Regierung geholt wird, wie zum Beispiel die Studiebeihilfen für die Studenten, und ob Inkohärenzen daran aufmerksam zu machen. Herr Präsident, Kannergeld bleibt auch bei diesem Gesetz weiter desindexiert. Die Anpassung und der Medianlohn, den wir schon noch an einem anderen Gesetz diskutieren werden, bedeutet eben nicht, dass der Montant vom Kannergeld automatisch und die Inflation angepasst wird. Das Gesetz ist und bleibt Sozialaufbau. Die Regierung versicht als den schmackhaft zu machen, an dem sie auf einer Gesetzestexte verweist, die noch an der Macht wären. Wir nicht nehmen Salariatskommen, auch der Staatsrat kritisieren zu Recht, dass es kein kohärent Vue d'ensemble von all denen ungekündigten Mesuren und Mesuretten gibt, und auch nicht von den Auswirkungen davon. Etwas scheint aber klar zu sein. Den universalen Sozialstaat wird heimater weiter geschwächt, und die Masche vom sozialen Netz gehen auseinander. Nachdem die 4 Regierungen Familienleistungen desindexiert, also entwert hatten, nachdem es die 4 Regierungen Leistungsverschlechterungen bei den Pensionen über 40 Jahre programmiert hatten, nur all dem hat sich die Regierung scheinbar der nächsten Generation verschrieben. Für die Studenten, denen hier Studiebeihilfen drastisch gekürzt kaufen, an Kannergeld. Herr Präsident, wir werden diesem Sozialaufbau sicherlich nicht zustimmen. Merci. Merci auch dem Herr Baum. Ich wollte dem Herrn Baum just so in den freieren Sozialminister hat man just an Dauer geflüstert, dat den Matzinger Pensionsreform, die eng bred Zustimmung hier an der Chamber hat, für die nächste Generation in der Rentesystem mat stabilisiert hue, und dass den Rentesystem hier am Land de generesten insgesamt op der Welt bleibt. Ich hat gemengt, ich miss dir Stelle singem nur so, weil jo net viel personell kann evokieren. Dat gesot ging ich direkt weiter und Madame Familienminister Corinne Kerr.